In unserem Wald sind in letzter Zeit eigenartige Sachen passiert, die man kaum glauben kann. Ein heimlicher Held ist auftaucht und der hilft und macht und tut. Aber niemand weiß, wer es ist. Oh je. Oh. Ich wette, er ist stark. Und gross. Ja, gross und mutig wie ein Hase. Ich glaube, er ist kräftig wie ein Bär. Ich glaube, er ist voll der Modefreak. Ja, und er ist super sportlich. Ja. Super gross und super sportlich. Sie sind alle am Durchdrüllen wegen dem heimlichen Super-Alpha-Held. Aber wieso sagt er nicht einfach, wer er ist? Hä? Tja, kein Blasen geht mir nicht an. Ist ein Wegplatz für uns zwei. Freddy? Was machst denn du da verfaxen? Siehst du nicht? Ich bin der neue Superheld. Du? Wieso nicht? Ich bin super mutig, modisch, sportlich und wenn der Quackli von meinem Held nicht selber will berühmt sein, dann bin ich's halt. Du? Links und rechts ein Muskeltune ab und fertig ist der Held. Hoppla. Ups. Typisch Freddy, nicht schlecht. Wisst ihr was? Der heimliche Held hat mir heute Nacht ein riesen Loch im Dach zugestopft. He? Bei mir ist er auch vorbeigekommen. Er hat das Gartentürchen geflickt. Du, Bernie, meinst du, er sei einer von uns? Vielleicht auch der Flapper. Oder vielleicht... Oder der Eli. Liebes Publikum, darf ich euch vorstellen, das ist der Super Freddy. Der Super Freddy? Ich sag's euch jetzt. Ich bin der heimliche Held. Du hast also mein Türchen geflickt. Muss man nicht danken. Und du hast den Stamm zum Weg ausgeschleppt, ganz allein. Wo bin ich? Und der Maggie hast das Mäschli zurückgebracht. Mit Vergnügen. Hätte ich nicht gedacht. Und wer war der Foto von sich und dem Super Freddy? Und das Autogramm. Natürlich alles gratis. Ich bin die grösste Fan. Ich will da, ich will da. So. Ist gut. So. Am Freddy sein schlauer Plan ist also ganz einfach aufgegangen. Alle Tiere im Wald bewundern ihn, finden ihn der Größte und keiner stellt Fragen. Unglaublich! Der echte Superheld schafft still und heimlich weiter, während der falsche Freddy Lob und Ehr überkommt. So einen fiesen Kerl. Oh ja, das ist so super. Ich muss an die Wand denken. Aber es ist ja so. Im Leben kommt meistens die Wahrheit raus. Und so auch beim Freddy. Super Freddy! Komm schnell, mein Drache hängt in einem Baum. In einem Baum? Ich mach's später.
Pinky, du Tötschli. Ein echter Superheld macht das sowieso heimlich. Danke, Super Freddy. Jetzt musst du aber den Baum offen. Geht's noch? Spinnst? Der heimliche Held soll's machen. Loben tun sie mich und zum Dank gibt's einen Kuchen, hä? Aber wenn ich es nachher Maggie erzählt habe, dann war alles wieder in Ordnung. Pinky, schau, was ist das? Er war da. Aber... Schaut, Was habe ich gesagt? der ist für dich, Super Freddy, wegen meinem Drachen, weisst du? Ah, das wäre gar nicht nötig. Ist doch voll easy gewesen. Dein Schuh ist noch runtergefallen, als du auf den Baum geklettert bist. Wie, was? Oh, ja, der dumme Schuh. Hast gar nicht gemerkt, so blöd. Da! Freddy, aber ich glaube, das ist ja gar nicht dein Schuh. Jetzt warte mal. Hoppla. Du hast uns reingelegt. Du bist gar kein Superheld. Schäm dich, Freddy. Gib mir den Schuh wieder. Der gehört dir gar nicht. Locker bleiben, Freunde. Ist doch nur ein kleines Witzli gsi. Komm, wir holen die anderen. Jeder soll den Schuh probieren. So finden wir heraus, wer unser echter Held ist. Da. Nein. Nein. Nein, der nächste. Du! Er war es, unser Billy. Ach so, was? Das? Ja, könnte sein, ja. Du bist also unser heimlicher Held. Du hast all diese Sachen gemacht für uns, ganz alleine. Kein Problem. Einfaches Zeug. Mach doch nicht so ein Theater. Nein, das ist kein Theater. Du hast uns allen ganz fest geholfen, Billy. Ein Hurra für den Billy, unser echter Superheld. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Also, das ist wirklich ein Held. Ganz bescheiden. Der braucht kein Superheldenkostüm. Er will keinen Applaus. Er will einfach nur den anderen helfen. Ich glaube, solche Superhelden gibt es mehr, als man denkt. Meint ihr nicht auch?